Wir sind im Studio zusammen. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr euch noch Zeit nehmt, dass wir einfach die Message noch mal ein bisschen vertiefen können. Erst einmal vielen, vielen Dank euch, dass ihr euch einfach so in diese Messages eingebt, auch als Paar, dass ihr einfach sagt, hey, wir wollen Leute mit reinnehmen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Danke dir. Hey, was mich interessieren würde, ist, wie kommt ihr darauf, solche Themen auch in einer Message so in der Form anzusprechen? Das hat auch mit dem zu tun, weil einfach wir sind mit vielen Leuten konfrontiert und merken einfach, es ist nicht einfach ein Thema, wo man sagt, dass jetzt nur die, sag jetzt mal, die Welt, Menschen, die nicht an Gott glauben, sondern es ist immer ein bisschen versetzt. Also wenn die Welt eine Strömung hat, kann es immer sagen, mal 5 Jahre später dann geht es die Kirchenlandschaft auch. Und wurde ich auch ermutigt, weil ich gesehen habe, auch andere Pastoren haben darüber gepredigt. Das hat mir dann auch ein bisschen Mut gemacht, zu sagen, doch, es ist eben kein so ein Randthema, sondern wie gesagt, wenn man die Statistik anschaut, 87% der Frauen oder was auch immer, spricht man eigentlich zu der Mehrheit in dem Sinne. Und auch mal das zu thematisieren, ohne das Gefühl haben, eben ich bin jetzt, Gott jubelt nicht oder Gott, ich habe die Identität und alles ist jetzt nicht mehr gut, sondern Gott jubelt noch immer über der Person, die ich bin. Aber diese Schamkultur, wo das eben etwas kaputt macht, finde ich ganz, ganz schwierig. Und wenn man das eben entlarvt und das Licht reinbringt von Gott, dann kann eben Wunder und Veränderung wieder geschehen. 5 Jahre, das ist jetzt bei mir gerade hängen geblieben, heißt, dass wir eigentlich schon fast zu spät sind, oder? Wenn es 5 Jahre danach die Kirche angeht, sind wir schon fast zu spät. Ja, im Moment ist es ganz lustig. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, letzten paar Wochen habt ihr Hot Topics gepredigt und einer der Vorwürfe ist, ihr seid ein bisschen spät unterwegs. Und das ist wirklich etwas, dass wir vielleicht auch den Mut haben, mehr Dinge früher zu bringen. Aber man muss natürlich auch gut das begründet bringen. Also nur einfach sagen, es ist nicht gut, genügt ja nicht mehr. Wir sind in einer Generation, wo halt das Wissen und auch Fakten und Zahlen zugenommen haben. Also muss man auch gewisse Dinge ein bisschen gut begründen können und auch man muss in diesem Thema auch ein bisschen sattelfest sein. Und darum ist natürlich auch so, dass gewisse Dinge ein bisschen langer braucht, weil du hast ja nicht gerade bei jedem Thema kannst du eine Woche Research machen in dem Sinne. Dann lass uns doch in das Thema nochmal einsteigen. Was mich interessieren würde, ist, was sagt denn die Bibel oder Jesus eigentlich zum Thema Porno? Ja, da hast du so ein schönes Beispiel gebracht. Bring doch das vom Simson. Ja, Simson, der ging zu einer Prostituierten und das Wort, da das benutzt wird, das Wort Prosera, ist das gleiche Wort wie Porno. Es ist eigentlich die gleiche Linie. Das eine ist, was ich aktiv mache und das andere schaue ich zu. Das kommt im Alten Testament ein paar Mal vor, die Grundwurzel vom gleichen Wort. Und eigentlich ist es ja bei beidem so, man ist nicht frei. Man bindet sich mit etwas. Also wenn ich jetzt zu einer Prostituierten gehe, ich binde mich seelisch auch. Es werden ja auch diese Gefühle werden auch ausgestoßen, man verbindet sich beide, aber auch hormonell. Ist nicht einfach so etwas und sagt, ich gehe jetzt etwas Dessert essen, einen Kaffee trinken, das ist gut, sondern es hat geistlich, seelisch einen Einfluss. Und das eine ist, was ich aktiv mache und das andere ist, was ich zuschaue, ist dann eben etwas, was ich auch immer mehr, ich brauche immer mehr Reize. Und es wird wie bei einem Junkie, es wird immer schlimmer und immer intensiver. Ja, das finde ich halt problematisch, oder? Mal so zu sehen, dass eigentlich jedes Mal die Ausschüttung abnimmt. Das heißt, um die gleiche Wirkung zu erzielen, muss man immer härter reingehen. Und das kann einem ja einfach nicht näher zu Gott bringen. Und das Spannende finde ich habe jetzt gerade nachgelesen, weil mir so diesen Satz in den Sinn gekommen ist, entfernt den Bösen aus eurer Mitte in Bezug auf die Auslöser löschen oder wie heißt das Titel? Der eine, egal. Yep. Irgend sowas. Ja. Auf jeden Fall habe ich nachgeschaut beim Bible-App und es gibt im 5. Mose Kapitel 17 bis 22 5 verschiedene Fälle, wo es deutlich heißt, entfernt den Bösen aus eurer Mitte, aus dem Stadttor raus. Und ich möchte einfach nichts anbrennen lassen, was mir zu meiner Beziehung mit Jesus im Weg steht. Also das möchte ich wirklich nicht. Du hast mir eben gemeint, es gibt so einen Auslöser, den muss man eliminieren oder muss man losbringen, ja, weil genau so. das Einfallstor, der Bibel sagt auch, der Topos, der Teufel braucht nur den kleinen Finger und dann zieht er die Hand rein. Und dieses Topos hört bei der Person eben nie auf, wenn man eine Schwäche hat, zum Beispiel, nehmen wir Beispiel bei mir ist am Montag, da bin ich mega müde, da weiß ich auf der Montag, da muss ich mega auf der Hut sein, das wird sich auch nicht ändern. Aber allein das zu wissen, am Montag ist mein schwächster Tag, ist schon mal gut zu wissen, hab Acht auf das und das kann bei jeder Person, ist das anders.
anderes. Und wie gesagt, die Schwächen muss man eigentlich wie eine Schutzmauer hinbauen, damit eben der Feind nicht einfach reinläuft und dann eben der kleine Finger und dann hast du die Hand drin. Das ist so der Gedanke. Ja. Wie sieht es aus, wenn, ihr habt ja eine mega schöne Ehe, also so von dem, was man sieht. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr mir da zustimmen würdet, aber was, wenn Leute nicht so eine schöne Ehe haben oder auch nicht so offen über solche Themen reden können? Wie komme ich dahin, um das mit meinem Ehepartner so tun zu können? Also es braucht halt definitiv die Einwilligung und der Wille von beiden. Sonst hat man eigentlich wirklich verloren. Wenn nur der eine will und der andere hat schon abgehängt, dann wird es schwierig. Und das würde ich sagen, das war bei uns in den 30 Jahren da. Wir wollten beide, aber auch wir mussten oder müssen immer noch arbeiten. Es ist, wie du es gesagt hast, eine Bereitschaft. Es ist ein bewusstes Ja sagen. Es ist eine Kultur, die eben entwickelt. Es ist eben nicht, am Anfang hat man sie eh gut oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Aber es ist eine Kultur und die muss man entwickeln. Und die Kultur bleibt auch nicht stehen, weil sich das Leben auch ändert, auch Season sich ändert. Ich meine, plötzlich hast du Kinder, plötzlich sind die Kinder ausgeflogen. Das ändert sich immer. Aber es ist eine Kultur, wo man sagt, doch, wir möchten zusammen auch glücklich sein. Und das ist nicht ein Zufallsprodukt in dem Sinne. Logisch, es braucht die Gnade von Gott, es braucht viele Momente, wo Gott eingreift, das ist kein Thema, aber es ist etwas, was man daran arbeitet, weil wenn man nicht daran arbeitet, dann ist das Resultat wie zwei Boote, die man nicht zusammenbindet, die trifft dann automatisch, dann muss man gar nichts machen, da hat niemand was falsch gemacht. Und darum es ist eine Investition und auch eine Ehrlichkeitskultur zu entwickeln. Es war bei uns auch nicht so, dass wir am Anfang haben, wir haben viele Themen nicht gesprochen, war kein Thema. Und wir haben gelernt, über Dinge zu sprechen, auch ein bisschen auch unangenehme Dinge zu sagen, weil man ist ja füreinander. Und dann wird natürlich auch die Intimität wird größer in dem Sinne. Also du hast ja auch gefragt, was macht man, wenn das eben nicht der Fall ist. Letzten Sonntag hast du, Leo, ja erwähnt, dass man am Ende immer nur sich selber verändern kann. Und das wäre ja dann wieder die gute Nachricht, wenn jetzt der eine abgehängt hat, kann ich sowieso immer nur mich selber verändern. Und wenn ich bei mir etwas verändere, dann verändert sich automatisch, also die Zahnräder gehen nicht mehr gleich ineinander. Und das kann auch eine Chance sein für den Partner, dass er da wieder einklingt. Es ist meistens auch so, wenn du dich selber veränderst, gibt es eine Veränderung und es kann dann sein, dass zum Ehepartner sich das noch mehr auseinanderkluft, dass die Kluft wird noch größer. Dann ist es entweder bewegt sich die Person und wenn nicht, dann werden sich oft solche Dinge, ich sag's mal ganz hart, sich trennen. Es gibt nicht, also sag jetzt mal, es gibt eine gewisse Kluft, die funktioniert und irgendwann ist es so groß. Und darum ist eben das Beste, wenn ich sagen möchte, ich möchte die Beziehung verändern, wenn ich beginne, dann das Gegenüber wird das sehen und meistens ist es etwas, was sich dann begeistert, weil ich dann auch nicht die nörgelnde Person mehr bin, weil oft hat man dann das Gefühl, ich muss den anderen ändern und das ist dann meistens etwas Negatives, wenn ich sage, ich ändere mich selber, dann hat das auch vom Fokus her eine ganz andere Dynamik und sehr oft bringt es die Leute viel mehr zusammen, weil du nicht mehr die nörgelnde Person bist. So spannend. Hey, vielen, vielen Dank euch. Susanne, ich fände es cool, wenn du einfach noch für uns beten könntest. Ja. Wäre das in Ordnung? Himmlischer Vater, du siehst das Thema Pornografie und du siehst, wer damit verwickelt ist und mit was wir sonst verwickelt sind, was zwischen mir und dir steht. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, wie ich damals als Mutter einfach gesehen habe, wie mein Kind leidet, wenn er nicht sagen kann, was Sache ist. Und so ein Erbarmen hast du heute für jede einzelne Person, egal mit was für einer Sucht oder mit was für einer Sünde wir durch die Welt gehen. Und danke für dein Erbarmen. Und ich bitte dich um Offenbarung, dass uns einfach wie Schuppen von den Augen fällt, wo wir drin gefangen sind und dass es uns ebenso wie Schuppen von den Augen fällt, was für ein Leben du denn für uns hättest. Und darauf wollen wir fokussieren. Öffne uns die Augen, Heiliger Geist, dass wir sehen, was für ein Leben du uns denn gibst, auch wenn die Belohnung in Anführungsstrichen versetzter ist als bei den schlechten Gewohnheiten. Segne uns mit Augen, die sehen, was für ein Leben du für jeden Einzelnen von uns gedacht hast. Amen.
Amen. Hey, vielen, vielen Dank euch beiden. So schön, dass du heute Morgen mit dabei warst. Hey, wenn du die Message einfach nochmal vertiefen möchtest, jeden Dienstag um 12 Uhr haben wir Talk und Pray, wo wir einfach nochmal auf die Message eingehen, nochmal tiefer reingehen. Wir beten für Anliegen, die im Chat mit reinkommen. Diesen Dienstag werden wir zu dritt hier im Studio sein. Komm doch mit rein, sei im Chat mit dabei und lass uns einfach gemeinsam als Community einfach für die Anliegen beten, die bei uns in der Church einfach vorhanden sind. Du kannst es auch nachschauen, aber wenn du live dabei sein kannst, dann macht es doch eine Priorität. Ansonsten haben wir als Church eine PDF für dich vorbereitet, die du runterladen kannst. Der Link wurde vorhin schon eingeblendet. Einfach damit du diese Süchte, Pornografie direkt angreifen kannst und beim Schopfe nehmen kannst und dass wir einfach gemeinsam den Weg gehen, um Jesus ähnlicher zu werden. Hey, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und wir sehen uns Dienstag und dann am Sonntag wieder.